Frame imagined Amanda. Das ist wunderbar. Und dat is het Reich Gottes. Wunderbar. En schijnt dat God zo werkt dat we muilopunten, dat we het niet bijna hullen kennen, en dat is beter jetzt nicht. En ik dacht, waarom doe je niet zo'n stuk aan zo, dan brug ik weinig tijd hier verder. En Carlos vielleicht ook. En al de preachers ook. Schijnt dat je mettelen, dat plus niet ophieren. En ook hier als ouderen. De jugend heeft nu een klein schritt voorop. Met zeggen, we willen niet meer stil zijn. Dat metmaken. Je hebt veel te vertellen als ouderen. Veel met te delen. God heeft al veel gedaan. En we hebben als einzige Gespräche erlebt, dat man dat verjaart. En wo man met mensen geredet heeft, die al alle zijn als jugend. En zeggen, er is niet veel in mijn leven en dat tijd niet. En wanneer we dan voor God komen met delen, dan dat eens komt op allemaal meer wat God gedaan heeft. En dus dat onderscheid je dat met delen. God heeft veel. En ieder mens. Dat is geen uitgesloten. Is een persoon ook niet geweest die wat je gezegd heeft, maar de Heer. Weet je wie dat is? Dan te klaar werden we gelijk te horen. Het leeft aan wat dat besteedt je, het houdt dat empfangen. Ja, ze heeft er nog niemand gespeeld. Ik weet niet, je kan er nog maar kaart. Maar wat hij dan nu deed om te klaar. Ja, het is ganz wat anders. Ik neem dat moeilijk zo aan. Wanneer het niet zo is aan, dan was het nachher zeggen. Maar ik geloof dat we bloos wensen op een bosje geweest zijn. Dat is een valje, dat zijn zenuwen, wat het ganze leven beweegt. En ik heb het prima in Paraguay. Dit is het staat. En wie moet Zeugnis hebben, met delen, dan zegt hij, dit is mijn aanbidding. Hij heeft in hem te klaar en speelt een lied. Dat is het. En zo heeft verschillende goden, dat is fijn. En ik dacht eraan als hij dat hier. Ja? De geleidebeelds waren sogar vol. En dat hij motiveren. Ja? En God beweegt ons verschillende zaken. En dat Reich Gottes is zo groot, we kunnen het niet verstaan. We kunnen het niet begrijpen, we kunnen een deel zijn van hem. En daarom mocht ik vandaag daarover reden. En eentje zeggen aan het maken. Het Reich Gottes is in deze wereld gekomen. En we zijn zeer dankbaar dat we deel van dit zijn. Hier man, ik zijn dankbaar dat je ons opgenomen hebt, dat we deel zijn van een Reich Gottes. En wanneer de ganze wereld neemt, dan is het een klein puntje hier pot is. En dan nog Missionszeit, Nachtlanda. Het is alles bis poquito, muy chico, ja? Zeer klein alles. Maar Reich Gottes is groot, dat is zo breed en zo groot, dat kan geen foto. Aber du wirst ein Teil, du wirst ein Spanisch spricht wie dem Teil von un grano de arena. Ja. Wenn du ein Sandkorn kannst dann, sieh dort. Wenn Gott checkt auf die ganze Welt. Wenn der mir rat, dann denkt er an die ganze Welt. Und wenn der die raten, wenn der die was tät, wenn der die vorbereitet, dann denkt er an die ganze Welt. Einmal ist dem sein Plan der Welt raten. Die Welt von seiner Herrlichkeit vollmachen und dort an Menschen mit Menschen, durch Menschen und für Menschen. En neem dat ernst. God is recht, als je komt. En wie persoonlijk ik mag dat hier aanvlasten. We zijn zeer dankbaar dat we dit erleven hebben. Dat je ons de leven, dit vertrouwen geven. Wie we leven vertrouwen geven. En wat je van ons leven allemaal hier hebt. We hebben ons leren nemen. Omdat we geven kennen. En dat is het schijne wat God deed. Ja, veel dankzij. En God danken die ook zelfs. Dat u zo groot past. En ons is een zeer schijnst. Het Reich Gottes komt. En deze wereld wat komt op een kleine punt. Een klein punt bij je. Vandaag de dag Israël betreft, dan denk je zo, het is een klein land. En dat kan de meeste ganze geschichte, de kwak erom, Israël en de ganze landen erom. Ja. Terug en kampf. En manch einer is begeistert van dat land, manch einer hasst dat land. En dat dreht zich veel om dat. Het is een kleine punt op deze eerd. Vandaag is echt het verstaan van Christen die in Israël wonen. Zijn dat geloof ik 780 kilometer lang en 78 kilometer breed.
Dat is een ganz schmale Streep op deze Welt. En Jesus kwam, dat God kwam op deze stad. En hij zei aan wat het erop aankomt. Dat Rijk Gottes kwam naar deze stad. En dat heeft ganz eingeschlagen. Ganz. En dat heeft zeer veel trouble gegeven. Maar ook zeer veel verandering. En wanneer we met Rijk Gottes in verbinding komen, dat is plus alle anders nog. Ja. En dat Rijk Gottes ruim vindt aan ons, het is alles anders. Maar het is ook anders in die leven en alle levens van de wereld, wanneer die met Rijk Gottes confronteerd worden en nee zeggen. Dat is van die dag alles anders. Wer nee zegt tegen Jezus, dat ändert. En dan hebben we zoveel moeten zijn, de ganze falsche. En die nee zegt tegen Jezus, dat is een ander land. Dan ontwikkelt zich anders. Maar een familie nee zegt tegen God, dat is een andere familie. En wanneer de familie ja zegt, dan is het wat anders. Dan staat niet, dan staat fresh. En dat Rijk Gottes als plus in deze wereld komen en heeft opgedacht dat we met feindjes zijn. We zijn gebonden onder God. En ik mocht het beispiel maar nemen, dat een beetje zeggen wat Jezus offenbart heeft. Hij zei, hij is gekomen het Rijk Gottes te brengen. En dat is heilung, en dat is bevrijding, en dat is van dood uitholen, abwachung, dat is taubschaffen, niet meer egoïsmus, niet meer bloos uit. En dat is een abheren van veel het lijden, abheren van veel hass, van veel woord. En dat komt gezondheid aan, dat komt vrijheid aan, en dat komt leven aan. Dat is leven Gottes. Maar wie zijn dus dit uit? En vele mal zitten we als mensen daar je meer aan de wereld. Aan de wereld aan, aan ons leven aan. En dat is niks anders gebleven als ons houden aan dat jetta en leven, we zijn vrij, want we niet met God leven. Kannst meest jeder Mensch vragen, die God nicht gekent, die sagt, hij is vrij. Hij kan entscheiden, hij kan doen wat hij wil. En die weet niet dat hij aan je feindjes zet. En dat is bloos dat licht Gottes wat dat opmaakt. Bloos van God komt, dat woord Gottes. Hij kan dat zijn hem klaarmaken. Als bloos van God wordt je dat, hij mijn mul opmaakt met een woord Gottes, en dan wordt het aan anderen klaar, het is Gottes licht. En dan zijn we ook licht, dus God zegt, je zendt dat licht van de wereld. En dan wordt dat erop. Dan wordt man aan dat man aan je feindjes zet. Niemand je wist. En dan komt een ganz ander concept aan van vrijheid, van gevangenschap, van nood, van lijden, van leefloosheid. Maar dat is wat de koude van God. Die maakt ons niks ver. Die zegt ons wat het is. Die maakt ons de ogen op. En die maakt ons hart op. En die leert ons waar we zijn. En leert ons dan loskomen, wanneer we met aanwellen en ons niet in schrijd. En wie vind je van Rijk Gottes? En zeer van het beispiel, dat mag ik vandaag betonen, dat is zeer veel van Rijk Gottes. Hij weet niet hoe hij het abheren zal, maar manchmal is moeilijk hoe hij het aanvangen zal. Vielleicht heb je dat al gemaakt. Ja, Rijk Gottes is best breed. Maar Josua heeft een bijzonder erlebnis met God. Oder würde sagen, met dem Vierer van God, oder vom Herr van Rijk Gottes, dat is God dat is. Als Josua zich recht maken, dat is een beetje het beispiel. We hadden op een vrijzet dat beispiel, dat fehlt. Ik moet zeggen of dat een luis is. Dit is de aanvang van leven met God. We moeten klotjerieën, voor wat heeft God ons gemaakt, voor wat zijn we beroepen. Dat heet missie, dat is missie verbinden we veel met uitkomen, met evangeliseren. Maar wat meerdere hebben geschreven, commissie. Maar wat in dit staat opdracht, beroeping. Ja, daarom je het. Voor wat best je beroepen? Voor wat best je hier? Dan voor wat best op de wereld, niet plus hier op deze been. En ik mocht dit beispiel weer vieren van de vrijheid krijgen, dan heb je dat daar op dat u op 10 een opdracht stijst, dat in een opdracht boven die haast, en dat is, dit is mijn opdracht. En dat moet we klotjeren. Wanneer we dat klotjeren, dan zien we wie dat maken. En dan komen naar de lader, komen die entscheidungen die door getroffen worden. Bij Josua leert we dat wanneer dit klaar is, dan moet de entscheidungen treffen. En Josua deed dat zo. Als hij dit klaar is, hij zal dat ganze falsch overbrengen en dat land uitdelen. God zegt hem dat. Nu is Mozes dood, nu moet het u. Nu du zal dat land uitdelen. En wat deed hij dan? Dan vangt hij om de gemeente te informeren. Hij wordt mal blus hostig op ons als gemeente betraatje. Hij informeert dan.
En dan organiseert hij en zegt, die älteste worden dat en die groepen dat. En die al dit ziet landje krijgen, worden zo en zo handelen. En dan organiseert hij dat. En dat is plus modern meilig. Wanneer dat organiseerd wordt, wanneer dat informeerd wordt, dat wie wieder mag het in het touw. Jozef had kunt alleen gaan. Maar hij wist, hij zal allem dat land uitdelen. En zijn opdracht weer klaar. Dat je het nu aan mijn val gaat, is niet aan mij. En daar is hij een fijn het bijspel. En dan passiert dat hij over een fluss kon. Over een jaar dan kon hij. Organisiert dat, je aanwijzing van God. Hij moet van uit de riva steinen nemen en buiten op het land opdragen. Wenn de riva is uitgedreigd. Wenn zij daar even gaan, maken daar een klampen. Als teken dat ze daar binnen zijn. Jozef zegt, dan willen we ook steinen halen van daar. En am fluss, am riva willen we ook een steinen huipen maken. Als teken dat we wat er gedrocht hebben. Het is een ganze plan, een systeem waar hij daar zit. En dan, wanneer ze voor Jericho of haar stad komen. En die ganze stad, die heeft angst van. Wenn es Gott gewirkt heeft. Ja? Wenn es Gott gewirkt heeft. Dat we zijn Ziel, Gott zijn Ziel, dat de anderen erkennen kunnen dat hij God wil. Maar ver die stad aannemen. Als Jozef het alle organisiert heeft. Dan komt een bijspel van een erlebnis met Jozef. Die bejegent door een engel met het zwaard getrokken. En dan zegt Jozef, best u voor mij? Of best u jenans? Wer best u? En de engel die zegt, nee. Du moet voor mij zijn. Hij ziet de vier. Je hebt het niet meer daarom. Of hij voor die zie, sondern du moet voor mij zijn, hij wil die in het land aan vieren, hij wil die halp, hij wil voorop kunnen. En hij mocht dat bijspel nemen, dat zeugnis van Jozef, dat hij moet ervaren, zelfs beim eerste opdracht, hij moet vallen. En niet een compagnero hebben. En wie heeft Jezus manchmal zo staat. Hij is bij ons. Hij leeft ons. Hij mag ons. En hij is voor ons. En een groot deel van ons Christen leeft zo staat. Jezus is voor ons. God is voor ons. Die Sache is ook klar. Sonst würde er nicht gekommen sein. Der ist für uns. Da braucht keiner daran zweifeln. Aber bist du für Gott? Bist du auf seine Seite? Hast du die Mission gekregen, Gott zu herrschen? Oder die in Bett Peter zu feilen, oder auch im Dienst zu tun? Für uns Prediger, für uns, die wir verkündigen, die wir mitarbeiten. Das ist ständig eine Versuchung. Dat wir leiden, dat wir leben, Gott ist mit mir, für mich. Und ich will leiden, wat de anderen zeggen, Gott ist für dich, hul daar. En veel wie daar. En grote nood. En ik mocht het extreem brokken, wat we vandaag erleben, vielleicht hier in Pottes, heeft dat nog China. Waar mensen komen in depressionen, wenn een hond gestorven is. En dat zijn Christen. En alles is Christen. En dat komt toch her, dat we allemaal, is God voor mij? Ja? Is God aan mijn zijde? En de engel zegt, du moet voor mij zijn. Daarom is het. Ik wil voorop kunnen. En du wirst mich vallen. Du bleibst da. En hij mag ons aanloden, Rijk God is. Je hebt daarom dat deze wereld ervaren dat God Herr is. En dat hij zijn dienaar is. Dat u zijn dienaar best. En dat het blust daarom je de wereld zal God erkennen. De wereld zal God erkennen. En wanneer je God erkennen, dan worden die zeggen, het zie voor die. En het zeggen nee. Maar die entscheidungen worden dan treffen. En wil ik niet iemand hebben, die zwak zijn. En worden die Lieder, die an die Menden ankommen, sagen, ich sie für Gott. Und nicht bloß für diese Menden. Ich sie nicht bloß, wenn sie hier Geld sind. Was Abner zum Beispiel sieht. Das ist sehr leicht, ja, wo man abgenommen wird. Aber es ist sehr leicht, dass wenn man sehr Geld abgenommen wird, dass man dann läuft, diese Menden, das ist mein Leben. Und Gott sagt, immer weiter, bist du für mich? Und dann, wir können das ganze Christen hätten, das ganze Menden entscheiden, wir sind für Gott. Das ist sowieso für uns. Das ist hier gekommen, uns zu raden. Im Alten Testament sagt es immer, ich will bei ihnen wohnen. Ich will bei ihnen sein. Wir brauchen das bloß manchmal, na, wir sind nicht so schlecht, dass wir bei uns sein. Und Gott sei Dank, dass das alle Typ kommt, was er hier führt, das ist Carlos, was er ihnen erreicht. Gott ist bloß voller Euer in uns, in den Sinn. Und da kommt das Reich Gottes in der Welt an. Und will diese Macht predigen und einmachen. Und du darfst entscheiden. Of du vrij worden was van dood, van de verblendingen, van al die lieden, wat du dir vielleicht selbst eingeredet hast, von all dem Egoismus, von aller Selbstherrlichkeit, die Selbstverherrliche, die Selbstwertvollschätze,
Frei worden van haat, van wut, van verletzungen. En dat je het modern gaat. En dat Reich Gottes komt aan deze wereld en dan zegt, hier zie ik. Was het voor mij? Dat je die vrij maakt. Dat je hebt een commissie, dat je een opdracht voor die. En dat je die durchvieren. Wat knalt je dat smol? Dat allemaal wij. Dat allemaal wij. En God komt. En moet ons het leven zich aanstellen. En dat is wat ons schwach valt. We moeten aanstellen. We moeten onderstellen. We moeten onderst worden. Wenn Gottes Recht komt. En Jezus heeft dat zo klaar gezegd. Duit boos. En het Recht Gottes is dichtbij gekomen. Het Recht Gottes is daar. En wanneer dat Recht komt. En wie dat ziet je. Dat je heeft nog geen Recht. En wanneer we dat niet willen. Dat plus zijn wij. Wenn es dat überrannt. En dat erstreint. En dat brengt die licht. Je zit dat je een zondag bent. Je zit dat je met feindnis zet. En dan doe je allemaal entscheidest, nee, en nee, en nee. Dat beständig wij. En een grote deel van onze zelfswert, wat je van mij ook gehoord hebt, wat zij leert en zij leert en zij leert weer in mijn leven, komt daher. Dat we allemaal beides willen. We willen te God jou zeggen, we willen ook niet ganz veranderen. En nu had je gehoord van meerdere zeugnissen, en zei je, nu is Schluss. Nu willen we anders. Of dat waar is, een tweede vraag. Komt dat wat aan wat we al meermaal gehoord hebben. God leeft ons. Maar of je God je volgen, dat is een andere zaak. Je moet doen leven, dan vindt God je volgen. En zijn ritjes je komen en vraagt die, best u voor mij? En dan best u niet voor mij. En Jozua moest dat leren. Hij moet mij entscheiden. Hij moet de God jou zijn. En de engel, dat is zo wonderbaar, dat de engel, dat God zich zo presenteert. Hoe Jozua zegt, best voor mij, dan best jij in mij. En dan zegt, nou. Wie würde sagen, ich kenne nicht das noch das andere. Ich will weten of du für mich bist. En Jozua sagt, verwas. Ich will gut du vorab, ich will die hinjaron. Het Reich Gottes brengt dit alles met. God herrscht als eerste. God governa. God is über alles. Maar hij brengt vrede, hij brengt vrede. Hij zegt, dat lieden wat abheren. Hij brengt aanbidding. Hij brengt dat wo geen geschrei meer is, wo geen dood meer is, wo gemeenschap wordt zijn, wo reinheid wordt zijn, wo vergeving is, dat is Gottes Recht. Daar schafft hij. En wat immer we nog niet erleben van al dat 100%, wisst ons plus, wo we stonden in deze wereld. En wat het Recht Gottes is dat. En daar schafft hij. En dat is ons opdracht, dat we dat te dragen, en we dat entwikkelen, dat aan de wereld te dragen, wanneer du dat licht van de wereld bent. En als dit krijgt, dat een opdracht. Hij heeft me besloten voor God te zijn. En hij zei, gaan. Hij heeft ons klaar gemaakt dat we gaan zullen. En dan komen deze stuipen waar daar dran. En schijt die dat te informeren wat God die gezegd heeft. En schijt die dat te organiseren wat die opdracht is. En dan schijt die te gaan met allem touw. Met de ganze gemeente. We hebben dat metgemaakt. En wer niet met gaan kan, charpelig. Wenn ze anderen te doen heeft, dat hij weet uit beden. En dat hij geld. En dat hij ziet deel. Maar dat gebruikt informationen, dat gebruikt je plan, omdat man met de non daar reden. De zaken aan de hand voeten, ergens weer je sowieso voorop, en het gaat dat ze je plan heeft. Dat zijn leiders, dat zijn missionaren, dat zijn mensen die dat al je zijn hebben, die al gaan, die had het God heeft het voorbereid. Maar de vraag is allemaal, wel wie alle met, en wie brengt dit? Vrede, een rading, een vrij van dood, licht, een aanbidding. Dat brengen we met, want du juist. En noemen Gottes, dat Reich Gottes te verbreiden, die best licht. Dat wat ik am Anfang zei, wanneer Jezus komt als licht, maakt die klaar weer die best. Dat zelfs je passiert, wanneer we gaan een muur opmaken, en zeggen naar de Bibel naar wat God zegt hier. Dit is wat God verheft. En de mens erkent, dat hij juist werkt en leeft delen van Reich Gottes. En je heeft mal dat uitdruk gebruikt, wat het beeld mal gebruikt, wat ik door nog opgesteld heb. Hij zei, niet je al aan snack. Maar opgedacht wordt nog ja, im Himmel. Dan wordt opgedacht. Dan wordt je nog zijn. Maar nu dat we alle schmaatje, wie schmaatje dat Reich Gottes. Dat komt allemaal een deel. We kunnen dat erleven. Ja? En wanneer we zijn erleven, als we deze week nemen, als we op deze vrede zitten, dan leven we, dat is niet plus een snack. Nu wordt het allemaal nog een snack. Wat dat komt, dat is plus nog veel meer. Hij ziet dan nog niet geweten. Maar je kannst de Bibel lezen en dan weet je dat. Dat is plus een asado afvoel. Ja? En wanneer je dan delen van dat erleeft, dat
Ich habe das konnte erleben, ich Gott sehr dankbar, dass das die meist verrieten hat. Platz, du lebst nie der Teil, wenn es der Friede haft nicht Ruhm an mein hat, was da kämpft, was da ist. Die Kraft, das kann nicht. Und Gott, mir wird, weiß nicht, 1% oder 0,1% wird Kraft geben von seiner Kraft. Ich will das nicht tragen. Das ist zu viel. Das ist zu groß, das ist zu breit, das ist immens. Ja? Und das kämpft alle. Und das ist gekommen, und du und ich, wir müssen uns entscheiden, weil wir zu Gott holen, und dann sagen wir, was er das, und dann weil wir immer noch kämpfen, ist das für mich, und was er mir ansteht. Und hört mein Gebet. Wir kommen als Christen in eine Zeit nennen, und sind da wahrscheinlich allweils 80 oder 100 Jahre immer weiter, dass wir an Gott zweifeln, wenn es nicht von Tag antwortet. Und dass wir Gott nicht vertrauen, wenn wir nicht dort schreien, was wir wollen. Und wenn wir in Geldnot sind, wenn wir krank sind, dann uns Glauben verschwindet. Und vielmal ist es, wenn wir uns nicht entschieden haben, zu Gott zu hören, sondern wir glauben, Gott sollte uns hören. Und Reich Gottes ist, das ist das Wort sagt, Reich Gottes. Und Reino. Eine Chinese Herrschaft. Und es gibt bloß zwei. Satan und Gott. Und Satan hat die ganze Welt übernommen und hat geherrscht und du bist Teil davon geworden. Als sie Teil davon geworden und Jesus ist gekommen und sagt, nu bin ich das Reich Gottes und mag die Reich der Buße. Hier ist das Reich Gottes. Und da hat nicht gefragt, wer ist du? Er hat plötzlich gesagt, hier seid und alle die Wellen, die waren Josai. Da hat nicht mehr gefragt, das bediene ich Geburt. Ich sage das viele Mal, das ist ein Kiste. Gott hat mich nicht gefragt, ob ich geboren werden. Er hat mich nicht gefragt, ob ich ein Mann wird sein. Er hat mich nicht gefragt, ob ich ein Prediger sein. Er kämpft und sagt, Marvin soll geboren werden. Und der soll dann geboren werden, es soll ein Mann sein, es soll ein Jung sein. Und das ist ein Prediger. Und dann hat plötzlich noch den Entscheidung, sieht ich für Gott oder sieht ich in dem. Und ich habe lange gekämpft, nicht zu sagen, nee, wenn ich das nicht sein will. Und er sagt, das ist mein Plan. Und er sieht der Herr. Und wenn das klar war in unserem Leben, Reich Gottes ist ein Reino. Und Satan ist ein Reino. Und Jesus ist gekommen, uns aus dem Reino rütterwerden. Und wenn wir nicht Ja sagen zu Gott, dann sind wir Teil vom anderen Reino. Das ist bloß nichts anderes. Wie müssen Ja sagen? Wie müssen zu Gott Ja sagen und sagen, hier ist mein Leben. Da, was du weißt. Und dann kommt ein ganz anderes Reino an die Leben an. Du warst Teil von einem Reino, was diese Welt meist nicht kennt. Aber Satan geht kennt. Und dann jetzt je in die. Und wie dort, was wir nu in Potte stellen, und wie dort mal wird geistlich sein, wieder eine Stille können. Satan, Menschen war still. Menschen, die Gedanken war still. Menschen, bloß einmal am Tag sagen, hast du mal an Gott gedacht? Dem sein Tag kann ganz anders werden. Totalmente anders. Wenn es der Haft nicht an Gott gedacht, dass der Leute nicht entscheiden oder da sind. Aber wenn der einmal in Christ begegnet, und er sagt ihm, ja, hier wird von Gott, willst du was von Gott weiter wollen? Und wenn der nicht sagt, dem sein Tag echt bleibt, dem sein Tag ist anders an seinem Kopf. Wenn es von Gott angeredet wird. Und das ist, was das Reino, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes steht. Wie tragen die wieder? Und Gott wisst sich und sagt, was? Ich will dir sagen, was dran ist. Und ich möchte uns mitmachen, in dieser Richtung ständig wieder zu beten, zu denken, dass wir immer mehr Klarheit finden auf die Christen, auf diese Gemeinde, auf wie alle. Vom Reich Gottes sind, oder bloß hoffen, dass das Reich Gottes für uns ist. Und bloß hoffen, dass Gott unsere Gemeinde sieht. Und wie muss ich das so stehen? Und muss bloß diese jungen Menschen, die von da geredet haben. Wenn der Mensch absteht und sagt, ich ziehe für Gott, alles ist anders. Das ganze Leben verändert sich. Und bloß die Entscheidung, ich ziehe für Gott, immer jeder Tag treffen. Jesus hat auf der Töpfe geführt, der wird das echt verstehen. Verlei die selbst. Nimm den Schritt ab, die jeder Tag und fall mir noch. Und dann gilt nichts anderes mehr. Es ist sehr hart, es ist sehr direkt, es ist nicht ganz zu verstehen. Und Jesus sagt, mit dem verbunden, nimm den Schritt ab, die, und deine Eltern, deine Schwester, deine Bruder,
En die vrienden nicht hassen das, an mir willen, kannst du nicht im Reich Gottes nennen. Dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und wir haben das am Camp teilweise auch uitverstoot darin, wenn du den nicht hassen das, meint Jesus. Wenn das nicht so aussieht, als wenn du den hast, wenn du vielleicht für mich lebst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und wenn die channeliert, und dat je veel zal hebben, du lebst Jesus $100 als deine Eltern oder deine Freunde oder deine Mann oder deine Frau, das kann da noch anliegen. Hat nicht am Hassen, dass wir uns von der Eltern waschtreien sollen, dass ich meine Frau verloren, wenn sie vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, und das hat nichts damit zu tun. Und er sagt, wer sich dafür entscheidet, mit der Falle, dann ist das andere alles nicht mehr wichtig. Dann ist bloß nach denen abgehen. Und dann Paulus sagt, dass da mir steht. Wir sollen es schaffen, als wenn wir nichts brücken. Und wir sollen für Gott schaffen, als wenn wir nichts haben. Und wir sollen das alles verwalten. Es ist ein ständiges Desafio für uns, wenn der Reich Gottes kommt, dann müssen wir ganz nie lernen zu leben, nie lernen zu denken, nie lernen das zu organisieren, zu verwalten, was Gott uns anvertraut hat. Und wenn einmal das entscheidet, ich ziehe für Gott. Und dann das, was ich habe. Und das, was ich nicht habe, ich ziehe für Gott. Und muss Gott uns daran stützen, dass wir das ständig erleben, und dass wir diese Staub machen, was wir zum Beispiel hier bloß symbolisch haben, seht nur dienen Auftrag. Und in dem Vandaag nicht weiß, raubt Gott an, der hat die Macht. Das ist so klar, als Gott für uns ist, so ist auch das klar, dass er in Welle hat mit diesen Plan. Und dann wird die das offenbaren, und die das sieht. Und wenn du das klar hast, dann trifft die Entscheidungen, nicht ist das Schritt dran, nicht ist der Schritt dran. Und ich sage das so, beim Zeugnis hier ist es tot. Gott hat mir gewirkt, ich komme und sage das. Und er vertelt das anders weiß. Das ist der erste Schritt. Die Menschen sollen wissen, was Gott zu tun hat. Nicht wer ich ziehe, nicht was ich alles kann, sondern was Gott zu tun hat. Und dann, wenn das ein klarer Auftrag ist, im nächsten Schritt, dann Menschen organisieren, was Gott dich taufiert, fährt ich wieder. Nächster Schritt, du brauchst Mut von Gott, was Josua ständig erlebt hat. Josua hat das an seine Berufung erlebt, dass du das kriegst, dann sieht Gott eben, sie Topfer. Und dann 3 Fahrer, was ständig davon redet. Sie Topfer, sie ein Schlutte, die nicht grülen. Weiß nicht, wer vielleicht ein Vierer, ein Letter, was sich an sich erwärmt hat. Und sie möchte, als sie möchte, bloß, hol die an mein Wort. Und dann nicht aufdrehen, nicht links, noch rechts. Dann traf Josua die Entscheidung, sagte, komm, wir machen Eva, wir sollen alle Eva. Nicht allein. Und dann hat er die Entscheidung getroffen, wo Gott ihm sagt, der Auftrag führst du aus, du gehst all, bist du für mich? Und hat Josua gesagt, du bist der Herr, hier sieh ich. Und ich will allem das wissen, dass du der Herr bist, nicht ich. Und dann geht das los. Und dann kannst du zeugen, kannst du feiern. Und dann kommt das an dein Leben, von Frieden, von Leidlichkeit, von Dankbarkeit, mit dem Lieden, mit dem Kampf. Und wir haben Gemeinschaft miteinander, wir sind rein. Und wenn wir jedes Jahr wel bei uns rein machen, wir haben einen Auftrag, wir haben was fair. Und da sind Menschen dahinter, die in der Stadt. Und da sind Menschen dahinter, die uns helfen. Und dann sind wir Zeugen. Und Jesus sagt immer weiter, Friede soll mit uns sein. Und das möchte ich uns ständig wünschen. Dass wir uns stark kämpfen, wenn immer wo Friedlosigkeit ist, wenn wir nicht mehr Frieden mit Gott haben, wenn wir nicht mehr Gott weiter in der Stadt mit oder nicht. Dass wir einfach sagen, ich sehe nicht die in der Stadt, ich sehe die Nummer, ich sehe den Wasch, weil die kann ganz hier. Wenn ich weiß, dass du mir in der Stadt wärst, wenn das hast du mir gemacht, deswegen hast du gesagt, ich will unbedingt wohnen, deswegen hast du Gemeinde, deswegen ist Jesus gestorben, das ist alles all klar, dass er für uns ist. Da braucht keiner daran zweifeln. Die Frage ist, ob wir Frieden mit ihm haben. Selbst bevor er mir gescheitert hat, sagt Jesus in der Raum, und er sagt, meine Frieden gebe ich ihnen, so scheitert ihnen. Und das ist, was wir tun. Und das ist, was wir wollen. Und das habe ich auch gesagt, als Christ. Wir gehen und wir lassen uns scheitern. Wir lassen uns freisetzen von unserer Vergangenheit. Wir lassen uns freisetzen von uns falschen Denken, von der Angst, was wird passieren, wenn ich das Müll mache. Wir lassen uns freisetzen von alles, was uns noch bringt. Om dem te hören, der fragt, ob du für mich bist oder nicht. Und dann wird er sagen, go. Meine Friede gebe ich und meine Friede gibt er wieder. Schafft am Frieden, schafft am Leidlichkeit an der Menschheit, aber dass er das erkennt, dass das jaftet mehr an mir, sagt Jesus. Da ist kein anderer, der die leidlich machen kann. Es ist kein anderer, der die frei machen kann. Da ist auch kein anderer, der diesen Auftrag geben kann. Allein Gott.
Und Gott uns daran sehr stark machen, dass wir das Reich Gottes sein, das kommt aus einem Ziel. Er sagt mal, ein Ziel, weiß nicht, der Spatz, der dringt da. Und der wird immer breiter. Und wenn du jetzt, kannst du sicher sein, hinter dir wird das breiter. Wenn es Gott erst dabei, auf die Auftrag. Und das Reich Gottes dringt da, und dringt da. Und du hast viel von dem erleben, was du nicht sein wirst. Das geht wieder. Und das ist immer für den Spatz. Der Friede, der Leben, und die Freiheit. Aber an mir Feindnis, der hat immer eine Explosion geben. Das hockt immer an. Und je hebt immer weiter. Und je hebt immer Thronen. Wenn du Friede bringst, wenn du Leidlichkeit bringst, wenn du Freiheit bringst, das ist ein Feindnis von dieser Welt und nicht selbstverständlich. Entweder sind die ihn an, oder die kommen einen Kampf nennen, oder du selbst was abgeben. Das ist immer verbunden mit großen Kämpfen. Das Reich Gottes vorwärts zu treiben, ist kein Spiel. Das ist ein Auftrag. Das ist eine Kommission. Das ist eine Mission. Und wenn wir dort Ja sagen, und mit der Erkenntnis, wie hat Gott Ja gesagt, nicht bloß zu diesem Auftrag, dann wird Gott uns leiden. Und wird all die Weidung und all die Hindernisse, die werden uns zufrieden worden. Und denk daran, das ist ein Snack, was wir erleben. Ob je das wat nog her. En dan we met God zijn, met een vallen dash. En hij zegt, uit wil komen. En we het op eten. En we worden woning nemen en die wat. En mijn vader uit worden bij die wonen. En die was bij dem wonen. Alle bidden. Heer, ik dank die voor dat recht dat u aangevangen hast. En dat ik deel zijn van dem. Dank dat u zoveel andere mensen dat toeneemt. Über Generationen und Generationen, du hast Hunderte und Dutzende und Hunderttausende und Millionen al geraten, je weet dat du de Herr bist. En vandaag dat we een deel van erleben en van dat reden en ons moed maken dat du de Herr bist, dat du de Chinese bist van dem Recht dat vom Himmel komt. Wie sonst dat klarer? Ja, van ons klare Ansicht van wat dat meint, die als Herr haben, die als Chinese haben. Die du ons geraad hast. En zijn dat ze iemand daar. En hoop dank wie die. Dat du ons, dat is een zijn juist wat we erleben in deze tijd. Dat is bloß niet alle wensen, Herr. En dat hast du entschlossen, ons te schenken. We willen het verwalten. We willen er iets wat maken. En ja, die Führung. En ja, die Herrschaft. Zeggen wat het meest is, Herr. Reden. En ja, van ons gehoorzame Worte. Brennende Worte, dat we bereid zijn alles te opferen, alles te geven wat ons wichtig is, want dat door ons hindert. En alles te geven wat er te helpt, dat die recht verbreid wordt. En dat ook uit tussen die mensen, die noemen, zeer verherrlicht wordt. En wie die recht is verste, damit we wijs worden, en klok, en leefvol, en brennend, en leidlich, en Heiligen Geest. En Jesus Christus bid wieder. En loven en prijzen die, wens die best zo goed aan ons. Amen.